Der Kontakt des Hexers in Velen sollte Hendrik sein, ein Spion des Kaisers, der in dem kriegsversehrten Land inkognito operierte. Sein Auftrag lautete, Informationen über Ciri zu beschaffen. Okay. Und damit herzlich willkommen bei einem weiteren Part von The Witcher. Mit mir, dem Green Jay. Und es ist ein langer Ladebildschirm. Ich weiß gar nicht, wieso ich immer alles ende mit und. Jedes Mal endet bei mir das Intro mit und. Ich weiß nicht wieso. Das kommt irgendwie automatisch. Ich muss mir das mal abgewöhnen. Ja. Aber und der Ladebildschirm ist immer noch nicht fertig. Doch, jetzt. Cool. Okay, gut. Und ja, ich bin jetzt da letztes Mal noch ein bisschen weiter geritten, dass ich da mir den Weg mal sparen kann. Und han noch da. Hallo? Boah, das nervt. So. Das kann man nicht entfernen, oder wie? Ja, auf jeden Fall. Da bin ich hingegangen und da hat es einen Drache, der ist, also einen Schatz hat es dort, darum bin ich hingegangen und dann habe ich gesehen, dass der von einem Drachen beschützt wird. Der ist Level 14 und ihr seht dort oben, wir sind immer noch Level 3. Ja. Ich weiß jetzt aber nicht, ich bin mir ehrlich gesagt am überlegen, ob ich das Ganze vielleicht offline dann nochmal neu starten und dann gerade da per DLC mich auf Stufe 30, glaube oder 32 ist es gewesen, setzen, dass ich da auch schneller wirklich alles Coole kann machen, euch da mehr zeigen und so. Und ich meine, ich hang auf dieser Stufe 3 einfach fest. Es wird nicht mehr. Darum, es wäre vielleicht gar nicht schlecht. Also, ich überlege mir das noch, weil ich müsste dann halt alles nochmal bis dahin spielen. Ist jetzt auch nicht so ein riesen Problem, das bringe ich schon an, aber das Problem ist halt, je weiter ich jetzt da spiele, desto blöder wird das für mich. Dann muss ich das alles da nochmal offscreen spielen. Und ich weiß eben auch nicht, ob das dann Einfluss auf die Story nimmt. Ich schaue das mal an, ich glaube, ich mache das dann mal und schaue mal, ob das irgendeinen Einfluss hat oder nicht, oder wie das aussieht. Weil ich glaube, man fängt dann eben einfach Spiel neu an und ist dann aber halt direkt auf Stufe 32 so und dann kann man eben auch direkt einfach DLCs machen gehen. Keine Ahnung, irgendwie so. Ja, ja, jedenfalls. Wo müssen wir hin? Warte, Quest. Genau, Quest. Das da müssen wir machen. So. Komische Luft, als ginge man an einem heißen Tag in einen tiefen Keller. Und der Nebel. So ist gut. Zeig mir, was du zu bieten hast.
Hi guys. So, bye guys. Ja, das weiß ich schon. Genau darum, wegen diesen interessanten Orten bin ich überhaupt dort zu dem Drachen gekommen. Jo, Dude. Geh weg! Lass mich zufrieden! Ja, Wer du immer du mich bist, zufrieden, Mann. verschwinde! Verschwind doch du! Beruhige dich. Es ist vorbei. Ja, alles vorbei. Alles hoffnungslos. Das vergesse ich nie. Ich suche einen Mann namens Hendrik. Er soll in diesem Dorf leben. Ja, das hat er. Jetzt nicht mehr. Sie haben ihn in dieser Hütte erwischt. Wenn du seine Schreie gehört hättest, wie ein Mann schreien kann, wie er leiden kann. Erzähl mir, was passiert ist. Jedes Detail. Sie haben sie alle erwischt. Okay. Toll, danke Die für die Sonne Info. ging unter und die Dämmerung färbte sich blutrot. Ich dachte nur, seltsam, die Kröten haben aufgehört zu quaken. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Nur Schrecken überall. Hendrik schrie. Dann flehte er. Am Ende hörte ich nur noch Stöhnen. Verdammt. Ey. Die Geister waren hier nur kurz. Dennoch hat Frost das Dorf umhüllt, wie im Herzen des Winters. Warst du in der Hütte, als sie fortritten? Nein, da setze ich keinen Fuß rein. Nie! Lebe wohl. Finde deinen Frieden. Okay. Ein Luftzug. Da muss ein Spalt unter den Trümmern sein. Ich sollte wohl etwas aufräumen. Okay. Cool. Und das da ist ziemlich sicher der Hendrik, ja? Er wurde gefoltert. Vielleicht haben sie etwas übersehen. Mal
seine Taschen durchsuchen. Ganz steif, als hätte sie jemand im Winter zum Trocknen rausgehängt. Vielleicht ist etwas in seiner Jacke. Maybe. Verdammt, er ist kalt wie Eis. Nichts hier. Dann hat er sicher etwas in den Stiefel versteckt. Und wir sind auf einem Zuschauer. Herzlich willkommen. Mal in die Stiefel schauen. Geronnenes Blut. Ein Schlüssel versteckt in seinem Stiefel. Oh, nice, nice. Muss zum Kommentiert Schlüsselloch es. passen. Hoffentlich ganz in der Nähe. Cool, cool. Das wird wohl zu der Falltür dort hinten passen. Ich habe zwar gar nicht gewusst, dass wir einen Schlüssel brauchen, da ich nicht probiert habe, sie aufzutun, aber ja. So, gut. Dragus, was geht? Ja, nicht viel, Brudi. Willkommen, willkommen. Und bei dir, was geht? Was geht? So. Jetzt. Die Steuerung, Mann. Jetzt. Schau den Sack an. Gut, da, Silberplatte. Gehört mir. Okay. Aufgeschlossen. Öffnen. Runde. Hi. Ah. Okay. The fuck was that? Wertsachen nicht weggeschlossen. Fast als Auslage. Verstand verloren? Oder... Das sieht ja cool aus. Kann man ja aber nicht. Okay. Nicht interessant da. Okay. Kommentierte. Wey, Sherry, was geht? Oh, schön bist du auch mal da. Hey, ich wollte auch mal nochmal vorbeischauen. Was geht so? Ja, nicht viel, nicht viel. Da beim Witcher am Umgangstern, im Geralt am Stiesel. So, und bei dir, was geht? Ja gut, aber da ist da alles gesehen. Ja, da hat's noch etwas. Okay. Sonst hat's da jetzt nicht mehr interessant, so. Kommentar. Muss die Serie noch gucken, wenn ich nochmal Netflix habe. Ja, schon. Die Serie ist echt geil. Ah. Aha. Interessant. Ach so. Und ich latsche die ganze Zeit an dem Ding vorbei, weil ich meine, es ist einfach nur eine Kerze. Toll. Ja, die Serie ist richtig Ein Bestandsbuch. Bezahlung für einen Getreidesack. Fälliger Betrag für eine Ladung Holzkohle. Hendrik tarnte sich als Händler. Was ist das? Notizen zwischen den Einträgen. Schlau. Interessante Überschriften. Das klingt interessant, aber egal, wir fangen wieder vorne an. Vermisst und gesucht. Subjekt in Skellige und auch in Novigrad gesichtet. Aussehen unverändert. Aschgraues Haar. Gesicht mit Narbe. Meidet den Kontakt mit anderen. Betrunkenes Schwein.
Der sogenannte Baron brachte das Objekt in seiner Burg unter, oder besser, in seiner widerrechtlich besetzten Festung. Grund unbekannt. Sprich mit dem Baron in Krähenfels. Mhm. Das ist doch schon mal etwas, wo wir uns merken können. Das können wir ja mal machen. Kampf mit einer Hexe. Das Subjekt landete im Sumpf und trat einer Hexe entgegen. Es kam zum Streit, Ursache unbekannt. Finde die Hexe. Rede mit den Bauern in Mittelhain. Vorsicht ist angebracht. Ich werde beobachtet, von wem und warum auch immer. Verstörende Hinweise. Der Hund ist weggelaufen. Wasser im Eimer ist festgefroren. Seltsames Glühen am Himmel beobachtet. Schlechtes Omen, sagen die Bauern. Sie haben mitbekommen, dass Hendrik nach Ciri sucht. Darum die Folter. Ich bin zu spät. Mein einziger Hinweis, der Baron und eine Hexe. Verdammt. Also irgendetwas hat er da beobachtet, da. Komm her. Komm, Pony, komm. Komm, put. Komm her. Ja, komm her. Feini. Beweg dich! Ja, da komme ich nicht durch. Da vielleicht? Nein. Da aber. Hey! Okay, keine Idee weg aus dem gruseligen Ort da. Wo wir einfach von irgendwas beobachtet werden, wo wir nicht sehen. Nicht mal mit dem Hexenmodus da. Toll, meine Mutter am Staubsauger. Ich hoffe, das hört man nicht allzu laut. Oh oh. Ah, obwohl. Zielt auf seine Augen! Fick dich! Aha, ja, die haben viel und so, ne? Aua! Du Hurensohn. Im Ausweichen bin ich nicht so gut. So. Eigentlich will ich eben da wirklich wissen, wie die hure Story weitergeht. Darum bin ich jetzt da ein bisschen hier am Stressen. Aber Moment. Ich habe ja auch noch einen Kommentar bekommen. Bin nachher nochmal dabei. Alles klar, viel Spaß dir noch. Dankeschön. In dem Fall dir auch noch. Bis nachher. Ciao, ciao. So, und wir machen fortfahren. Los! Hi. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. So ist gut. Oh, ist das ein Handler? Hab gestern einen Eimer Schalen mitgebracht. Oh Mann. Das ein Festmahl. Keine Angst. Nur so von schrecklichen Wesen. Kobolde. So, Handler, Wie sehr wär's gut. mit einem Krug Apfelwein? Oder etwas Quark? Meine Vorräte sind nicht riesig, aber umso köstlicher. Ja, ich will eigentlich nur das Geld.
Zeig mir deine Ware. So, also. Gut, das Zeug kann man ja alles verkaufen. Ja. Aha, das auch. Aber war die eine Hose nicht, ja. Die da. Die nehmen wir wieder. So. Gut, was ist das? Uninteressant. So. Aha. Okay. Scheißegal, so. Gut, danke. Ciao. Obwohl, nein, komm, ich will das nochmal probieren. Ich will mit dir Karten spielen. Wind, genauer gesagt. Du bist der Hexenmann? Der Mutant? Okay, gut. Nicht genügend Einheitenkarten. Okay. Ja, dann nehmen wir halt noch Belagerungstruppe. So. Und der da. Ja, muss noch mehr. Oh, komm on. So. Jetzt Spiel starten. Sehr gut. Das sind gute Karten, die ich da habe. Ah. Machen wir mal der da. Und der da. Hä? Ist die jetzt nicht... Hä? Was ist jetzt mit diesen zwei Karten? Nein! Scheiße, sind die jetzt... Oh, ich Idiot. Kann ich das nicht neu starten? Oh, Ficke. Hä? Wieso hat der meine Karte bekommen? Ja, aber, hä? Wieso hat der meine Karte bekommen?
Was macht ihr? Ah. Gutes Wetter, der Hurensohn. Jetzt habe ich nur noch eine Karte, weil ich so Scheiße gebaut habe. Ja, okay, ja cool. Gone, okay. Ich verstehe es nicht. Okay. Wow. Hä? Ja, hä? Ja, ich kann ja, hä? Hä? Was? Ich habe schon Interessanteres aus meiner Nase geholt. Ja, schon, schön. Oh. So lange habe ich nicht mehr Zeit, weil ich da wieder umeinander gehetzt wird und so. Cool, machen wir einen ganzen kurzen Stream. Super. Irgendeine Krankheit. Hexer, die Götter haben dich geschickt. Halt! Wer? Ist der Baron zu Hause? Kommt drauf an, wer fragt. Ein Hexer will mit ihm sprechen. Und ich will die schöne Königin Cerro ficken. Hab den schon mal gesehen. In der Taverne am Scheideweg. Du warst erst kürzlich hier. Du wolltest doch brav deinen eigenen Weg gehen. Er hat mich hierher geführt. Ich muss den Baron sprechen. Und warum? Das ist nur für seine Ohren bestimmt. Gut. Lodrin, lass ihn eintreten. Wir sind ihm zahlenmäßig überlegen, wenn er Ärger macht. Öffnet das Tor. Feldwebel. Adal. Der Hexer will den Baron sehen. Mach ja keinen Ärger. Verstanden? Was denkst du nur? Er nannte dich Feldwebel. Bist du ein temerischer Soldat? Geht dich nichts an. Deserteur? Die temerische Armee gibt es nicht mehr. Was tut ihr dann hier? Wir hatten die Wahl, nachdem uns die Schwarzen besiegten. Uns fügen und ein normales Leben führen. Oder Widerstand üben, uns den Freischärlern anschließen und bis zum Tode für unser geliebtes Temerien kämpfen. Wir wählten Ersteres. Und der Baron ist euer Anführer? Ja, Anführer. Ich sehe, dass du ein weit gereister Mann bist. Also sag mir, soll ich mein Weib einmal die Woche schlagen oder öfter? Gar nicht, du Hurensohn, Mann. Was ist los mit dir? Das geht einfach überhaupt nicht.
In Wyzima. Das waren Bälle. Annie und ich haben einige mitgemacht. Wie wir tanzten und uns drehten. Oh! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Genug. Egal, wie du es anstellst. Die Lieferungen müssen wöchentlich erfolgen. Bleibt ihr nicht zum Tee? Nein. Du hast noch einen anderen Gast. Hi. Sieh einer an. Bleiben nicht mal zum Tee. Faseln über Kultur, aber haben keine Ahnung davon. Gerüchte sind in Wahrheit meist haltlos. Insbesondere solche über Fremde. Da hast du recht. Ich weiß, wer du bist. Und ich weiß auch, warum du hier bist. Wir reden drinnen. Aha. Okay. Tut mal wenigstens nicht, als wüsste ich von ihm. Fühl dich wie zu Hause. So, wo ist der verdammte Wodka? Ah, da ist er ja. Ein Schlückchen? Warum nicht? Ganz nach meinem Geschmack. Nach Foltests Tod und Nathalies Verschwinden. Verdammt, auf welche anständigen Temeria kann man heute noch trinken? Trinken wir auf uns. Warum nicht? Höse. Nun zur Sache. Saufen. Ich bin Philipp Strenger. Doch in den Dörfern hier nennt man mich den blutigen Baron. Geralt von Riva. In den Dörfern nennen sie mich den Schlächter von Blaviken. Ich sagte doch schon, ich weiß, wer du bist. Das ist auch der einzige Grund für unser Gespräch. Gefällt es dir in Velen? Nein. Überall Sümpfe, Moore und Schlamm. Ganz genau. Wenn hier jemand vom Weg abkommt, findet man ihn kaum wieder. Worauf willst du hinaus? Viele haben hier ihre Liebsten verloren. Manche ihre Frauen, andere ihre Töchter. Hm. Komm endlich zur Sache. Ciri, ihretwegen bist du gekommen, richtig? Sie war also hier. Sie kam vor einiger Zeit hierher, erschöpft, verwundet und stank wie ein nasser Hund nach einer Jagd. Wie ich erfuhr, kam sie aus dem Sumpf. Aha. Jetzt wieder eine Story. Sie sagte, Monster aus dem Wald hätten sie vor dem Dorf angegriffen. Na was? Okay. Oh, das war knapp. Ich muss hier weg. Okay. Sie braucht Hilfe. Au. Wow. So.
Okay, sie kann geil ausweichen. Kannst wieder runterkommen. Hallo. Hast du dich verirrt? Ein bisschen schon. Und du? Ja. Aber auch nur ein bisschen. Du meinst, du weißt, wo es lang geht? Nicht ganz. Noch nicht. Aber zusammen finden wir den Weg bestimmt. Was ist dir denn passiert? Das ist gar nichts. Wie bist du denn hierher gekommen? Mit meinem Vater. Ich sollte dem süßen Pfad folgen und essen, was ich mag. Er wollte warten. Also habe ich das gemacht. Aber dann wollte ich einen Schmetterling fangen und kam vom Weg ab. Warum wollte dein Vater, dass du dem süßen Pfad folgst? Weil wir nichts mehr zum Frühstück hatten. Verstehe ich nicht. Ich war böse. Hab den Milchkrug zerbrochen. Deine Eltern waren wohl wütend. Mutter fand, ich sollte Haue kriegen. Aber Vater sagte, es gibt sowieso zu viele Mäuler zu stopfen. Mich zum süßen Pfad zu schicken, wäre die Lösung. Du und dein Vater. Wann seid ihr aufgebrochen? Heute früh. Okay. Hat die Sonne euch das Gesicht oder den Rücken gewärmt? Den Rücken. Dann müssen wir nach Osten. Komm, ich bring dich heim. Und ich sag deinen Eltern, dass sie keine Kinder im Wald verlieren dürfen. Wir können nicht heim. Der Wolfskönig und sein Rudel. Wölfe haben keinen König. Diese schon. Hast du ihn gesehen? Ja. Naja, von hinter einem Baum. Er war riesig, mit großen Augen und Zähnen. Und er war schrecklich fürchterlich. Schau, was ich auf dem Rücken hab. Wölfe fürchten es. Könige auch. Komm, ich helfe dir hoch. So. Aber Leute, ich würde sagen, da ich jetzt da wieder ein bisschen in Stress komme, machen wir das nächstes Mal. Ich bin ziemlich sicher, ich mache später nochmal einen Stream. Das mal einen, wo auch ein bisschen länger geht. Also, bis dann. Danke fürs Zuschauen und sorry nochmal, dass es so kurz ist. Euer Green Jay. Peace!